Haut will ich über Supercomputer schwätzen. Das klingt wie Science Fiction. Das ist aber am digitalen Zeitalter schon eine Realität. Auf für Reich zu Lützeburg ist es sogar eine ganz neue Realität. Weil der Grand Duché wird nämlich das Siège vom sogenannten Euro High Performance Computing Headquarters gehen. Was genau sind dann die sogenannten Supercomputeren? Mal ganz einfach. Wie Ihre Nummer sieht, sind es spezielle Computer, die Aufgaben ausführen können, die kein normaler Computer allein gegen fertig bringen. Sie sind an der Lage, eine riesige Quantität an Daten zu verarbeiten und zu berechnen. Aber wenn ich von riesig schwätze, dann mengen ich doch wirklich. Bis 2021 wird die nächste Generation von Supercomputern am Mam sein, eine unglaubliche Zahl von Rechnungen gleichzeitig durchzuführen. 1 Milliarden pro Sekunde. Das ist ein End mit 18 Nullen. Am Zeitalter von Big Data sind 25 Milliarden Geräte auf der Welt vernetzt und generieren all Jahr mehr wie 2 Zettabytes, das sind ein 2 mit 21 Nullen. An dem Kontext sind also Berechnungen auf viele verschiedene Entwicklungsprozesse, sowohl am Bereich von der Wissenschaft wie auch an der Industrie, so wichtig wie noch nie. Die Supercomputer können benutzt werden, zum Beispiel für Fliegern zu entwerfen, für proper Energieressourcen zu testen, für Klimadaten zu erfassen und vorauszusehen, zum Beispiel die Trajektoire von einem Hurrikan. Am Bereich von der Gesundheit und von der Sicherheit kann ich mit Supercomputern Crashtester simulieren, Genome analysieren und sequenzieren, rare Krankheiten entdecken, Käste von der medizinischen Forschung aufsetzen. Am Bereich von der Sicherheit können Supercomputer angesagt gehen, für zum Beispiel Verschlüsselungscoden zu entwickeln. Da haben wir aber ein Problem, weil bis heute ist just ein von den 10 schnellsten Supercomputern von der Welt an Europa. Einmal nicht an der EU, aber an der Schweiz. All die anderen sind nach China, an Amerika und nicht bei uns. Den wir an Europa haben, den könnt ihr wissen dann noch nicht noch. Und das ist eine regelrechte Bedrohung für als digitale Souveränität. Auch weil wir dafür sorgen müssen, dass all die Daten, die übertragen gehen, auf eine sichere Art und Weise gespeichert können gehen. Für unsere Unternehmen zu garantieren, dass hier Geschäftsgeheimnisse privat gehalten gehen und dass hier Investitionen rentabel bleiben. Die sieht, hier sind großgesellschaftlich und strategisch Fragen am Spiel. Und dafür hat die Europäische Kommission zusammen mit privaten Akteuren und mit den Regierungen ein High-Performance-Netzwerk eingerichtet. Dem sein Ziel ist es, die notwendigen Strukturen für europäische Computer am Bereich von der Datenwirtschaft zu realisieren. 1 Milliarde Euro sollen bis 2020 an die nötigen Infrastrukturen investiert gehen. Teilchen von den Summen wird vom europäischen Budget finanziert. Die anderen Teilchen von den Memberstaaten und von privaten Akteuren. Eine ambitiöse Finanzierungsplanung. Die Kommission hat den legalen und finanziellen Hauptsitz von dieser gemeinsamen Initiative zu Lützeburg installiert. Damit wird Lützeburg positioniert als führenden Innovationsstandort und als digitalen Kompetenzzentrum. Ein großer Exploit, der weist, dass das Kleinland fundamental kann sein für die europäischen Ziele von der digitalen Souveränität zu erreichen, Ziele, die von entscheidender Bedeutung sind für eine gemeinsame Zukunft. An die Leute am Supercomputerbereich, an die Leute zu Lützeburg. Merci, Europäische Kommission.